Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sniper Elite 4. Wir sind hier in den Sammelobjekten. Ich habe euch letzte Folge vergessen noch etwas zu zeigen. Das will ich kurz mal nachholen. Einmal hier, lieber Oswald, deine dich liebende Mutter. Einmal und dann nochmal hier der Abschiedsbrief von Gerd. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen und dann werden wir in die nächste Round 2 gehen. Das ist einmal hier das Dorf Britannia. Müssen wir 5 Briefe in die Heimat, aus der Heimat, Abschiedsbriefe. Das braucht ihr jetzt nicht. Seht ihr jetzt, ich habe schon mal gespielt, wie ich schon mal gesagt habe. Dann gibt es nochmal den hier. Den Wilduk wissen wir auch noch. Und dann noch die Lore, die Werft. Wir sind aber jetzt in dem Dorf. Schwierigkeit bleibt weiter. Und dann werden wir hier noch was aussuchen. Maximales Suchen. Besseren Stabilitätsschuss. Also habe ich das maximale Suchen schon. Die Waffe. Ja, dann bleibt halt so. Skins. Upgrades. Sollen sie jetzt habe ich leider noch nichts anderes. Haben wir noch was bei der Waffe? Der Waffe, die Thompson, die Thompson haben wir jetzt, die MP40 können wir noch. Das wäre noch die MK. Eine Schrottflinte. Gerade am Überlegen, ob ich nicht mal auf irgendeine andere Waffe wechsle. Ich habe ja 14 Währung, würde ich mal sagen, ist es. Die wird mal ganz nice, die noch was. Upgrades, die Beherrscher, haben wir leider nicht. 100 Kills nach Markierung mit Feldstecher, ja, okay. 100 Kopftreffer. 50 Kills mit ruhigem Puls. 12 Tode ohne Schaden einzustecken. Stoß. Wird schwer, würde ich mal sagen. Aber wir nehmen sie mal mit. Dann nehmen wir mal, schauen wir noch bei der Pistole, ob es da noch irgendwas gibt. Heute machen wir mal so eine Ausrüstungssache, würde ich mal sagen. Gewöhnlich Unterschall, Halbautomatik. Ist leider kein Unterschall gewöhnlich. Achso.
Geschwindigkeit höher, Reichweite ist höher, Schaden ist auch noch besser. Gewöhnliche Munition hat aber einen Schalldämpfer. Die Vollautomatik würde mich halt reizen. Was bräuchte man dann dafür ein Upgrade? Sicher und laden. Teil der Waffenpacks. Seht ihr das? Ne, leider nicht. Schade. Ich werde mir mal die nächstes Mal anschauen. Das Pack. Und dann werde ich euch das vielleicht reinschicken. Oder ich werde es mal versuchen herzunehmen. Oder mir zu kaufen, besser gesagt. Und jetzt lassen wir mal dabei. Ist jetzt die Frage, was nehmen wir denn, Leute? Nehmen wir mal die. Kaufen. Nehmen wir mal die mit. Was nehmen wir mit? Verbandskasten, Unterschall, Munition, Pistolen, Unterschall, Gewehrunterschall. Was könnte man denn sonst mitnehmen? Pistole wird jetzt nicht so viel verwendet, würde ich mal sagen. Verband. Ich glaube, ich bleibe. Wir sind ziemlich viel zwischen Häusern unterwegs. Dann würde ich mal sagen, ich würde noch eine Pistolenunterschallmunition mitnehmen. Wieso? Ach, weil ich noch nicht weit genug bin. Das kann möglich sein. Jetzt sind wir aber schon links extrem. Das hier mit und starten mal die Mission. Und ich hoffe jetzt, da kommt ein kleines Intro für die Ding. Ansonsten muss ich das jetzt machen, aber ich denke mal, dass nichts kommt. Ein Name fiel immer wieder in San Celini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schützenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Jo, und damit herzlich willkommen zurück nach diesem kleinen Intro. Und ja, ich hoffe, das Ding geht einigermaßen mit dem Shader und dem ganzen. Jetzt müssen wir uns hier erst einmal erkundigen und hören wir uns mal die Funkgeräte mal an, was hier denn so ist. Mal kurz auffüllen und los geht's. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. So, und da sind jetzt schon mal unsere Aufgaben, was wir hier haben.
sprechen wir mal mit diesem General Lieutenant Carl Fairburn. oder Leutnant. Gute Arbeit auf San Cellini. Besonders in Anbetracht der Umstände. Viele Kein tapfere Männer starben auf der Orchidia. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Yep, hab schon gehört, dass Sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß Ihre Eile sehr zu schätzen, Karl, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlächter von Bologna. Ja, Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sofia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanenhauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Okay. Misaku finden, ist kein Problem. Kann ich mit dir auch noch reden? Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin Sophia bringen. Wir nennen sie den Engel. Ich finde den Weg selbst. Die Faschisten haben ein Rastrellamento durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl? Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, Sie werden eher erschossen, als dass man Sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Hoffentlich wirst du wieder in Ordnung, Kollege. Hoffentlich kommen wir gut durch und werden nicht so schnell überrannt. Jo, und da sind wir auch schon gelandet. Hier haben wir zweimal zwei Leute bis jetzt. Ich habe euch schon in der Mal sehen, ob letzten... ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Jo, das wirst du auf jeden Fall. Oder das werden wir auf jeden Fall. Ui, schau mal einer an, wen wir denn hier haben. Viele sind. Jo, und hier sehen wir auch schon, wir werden hier ein wenig Probleme kriegen, weil wir hier einmal dieses Boot haben. Wie Das gesagt, Boot macht eine Annäherung über den Strand nicht leichter. genau. Ich habe ja mich letztes Mal oder in der letzten Staffel, Aufnahmestaffel, ich nehme ja das Zeug in Staffeln auf, versprochen, ui, die ist aber ganz schön leise.
mal kurz versprochen, Mehr finde ich nicht. weil ich habe ja gesagt, dass schon in der vorherigen Folge dieses Boot kommt. Das war leider noch nicht so. Deswegen entschuldige ich mich jetzt dafür. Ich habe es natürlich jetzt verbessert, dass es hier ist, das mit dem Boot. Ich werde jetzt halt hier erst einmal ein bisschen Wo eine Ausschau. Kirche ist ein Friedhof meist nicht weit. Gut, hätte ich jetzt auch gesagt. Da ist 31. Ja. Kommandant, na, was geht? Wohl zu Hause läuft? Ein Sendeturm. Der Funker muss hier irgendwo sein. Ja, aber das Problem könnte möglicherweise sein, dass der irgendwo auf dem Dach rumgammelt oder irgendwo anders rumgammelt. Und das kann meistens was Gutes bedeuten, kann aber auch was Schlechtes bedeuten. Ich bin jetzt einmal so frei, würde den Sniper hier oben ausschalten, diesen Offizier, Infiltrierten. Alles klar, Herr Oberleutnant. Und dann würde ich mal sehen, wie die reagieren. Ich bin nämlich so fast noch im Überlegen, ob ich die zwei nicht auch noch ausschalte oder den da oben. Ich glaube, ich schalte den da oben als erstes aus. Ich frage mich. Genau, erst einmal nachladen. Erst einmal Gewehrmunition, also. Ui, das ist aber eine geile. Ein geiles Visier, würde ich mal sagen. Sorry, dass ich dir dann natürlich. Ich hab's doch gewusst. Aber den Kommandanten, den könnte ich eigentlich als erstes ausknipsen. Ein Herztreffer. Ich bin nur so immer ein bisschen am Schauen, wo die Leute sich denn hinbewegen. Weil es manchmal möglich sein könnte, dass die mich nach hier drüben kommen. Und dann... Der ist im Ding drin. Den Kratzer. Wenn ich den jetzt halt über... Genau, und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo ist er? Da hinten ist er. Du hast mich zu viel gekostet. Ich muss dich eliminieren.
So, jetzt haben wir eigentlich soweit das Ding hier gecleant. Ich bin bloß noch am Überlegen. Scheiße. Seht ihr was, Leute? Ich nehme mich schon. Ich hoffe, ihr habt es auch gerade gesehen. Wir wurden fast entdeckt. Und bin gerade am Überlegen. Da im Turm. Verdammt, ein Scharfschütze. Du bist besser als ein Scharfschütze, Kollege. Tschüss, würde ich mal gucken und sagen. Zack, fertig. Fix. Komm nach oben, dem Schatten. Tschüss. So, Pistol. So, und jetzt durchsuchen wir hier mal alle Leute. Ich hoffe, ich finde diese Kolleginnen. Das sind ja meistens eigentlich bloß Kollegen. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Bitte nicht singen, bitte nicht singen. Einen haben wir nicht ausgeschalten. Der läuft jetzt hier irgendwo rum. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht.
So, wo ist jetzt wer? Hm? Mein Freund. Das hast du wohl nicht kommen sehen. Hast hinten keine Augen, ne? Bin ich noch am Überlegen. Ah, komm. Hoppala. So hätten wir sie natürlich auch eliminieren können, dass dieses Geräusch, sage ich jetzt nochmal, ertönt. Aber ich bin lieber vorsichtig. Oder überlegen. Ich glaube, ich hole mir die Leute auf den Ding als erstes an dem Felsvorsprung. Spieler gesichtet, wo? Was sind die? 2 Nasen. Hey. Bin ich jetzt blind? Sieht nicht die Leute? Ist die... Ach, die müssten wenn dann da unten sein, okay. Ich bin fast am Überlegen, erst einmal bloß dazu auszuschalten. Ich bin fast am Überlegen, ob ich nicht auf den Sniper-Turm darüber komme irgendwie. Weil einigerteils kann ich dann auch besser sehen. Zweitens, da ist einer. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Kann ich nicht stehen? Sehe ich die Ziffer? Da bist du ja. Guter Mann. Na klar. Schließlich gibt's eine Belohnung. Also, wo fangen wir an zu suchen? Am besten Oststrand. Der Kerl dürfte ein wenig riechen, Schätze. Granate! Wie lange lag er jetzt im Wasser? Warum muss genau die Granate so weit fliegen, dass sie nicht dich auch noch mitnimmt? Hä? Kannst du mir mal das bitte verraten? Bitte komm raus. Ich will jetzt nicht da runterkommen müssen. Aber ich tue es trotzdem nur für dich. Deinen Vorlauten. Ah, man kann da durchgehen auf jeden Fall. Kollege, du kommst mir ein wenig zu weit. Ich glaube, ich mache als erstes das HQ ausmachen. Dann den Friedhof. Aber erstmal bin ich raus für heute. Also nächste Folge werden wir auf jeden Fall hier das HQ ausmachen. Dann werden wir den Friedhof untersuchen und dann hier den Funke ausfindig machen und noch den Bereich hier, den Bericht hier finden. Ich glaube, den Bericht mache ich als erstes mit euch. Aber ich
bin erstmal raus und sage Servus und bis zur nächsten Folge.